Ground and pound. Ground and pound. Ground and pound. Elias Stefanescu für GMP1 TV. Wir sind bei GMC 18 hier in Hamburg und Kuršet Kakorov hier zu meiner Linken, der gegen Stipe Brčić gerade gekämpft hat. Ein starker Kroate. Es ging teilweise wirklich hin und her. Harte Punches, wie man es von dir kennt, aber eben auch von deinem Gegner. Und am Ende hat es aber gereicht. Du hast ihn wirklich eiskalt erwischt, schlafen geschickt. Fass das Ganze vielleicht nochmal aus deiner Sicht zusammen. Wann hast du gemerkt, jetzt habe ich ihn? Erstmal, ich bedanke mich bei meinem Trainer, bei allen meinen Trainingpartnern, alles vom Fight Club Gelsenkirchen. Ja, war stark, Gegner war stark, Steinkopf. Ich habe ihn geschlagen, er hat weitergekämpft. Ich habe ihn getreten zum Kopf, hat weitergekämpft. War sehr stark, Ringen auch, war okay, gut. Aber Plan war erstmal Distanz füllen, ein bisschen locker machen. Danach zweite Runde versuchen. Ja, Prognose war auch so, zweite Runde K.O. Ja, und die Fotografin, wie heißt sie? Die hat gestern bestellt einen Frontkick zum Kopf. Hat gesagt, keiner macht bei uns das, bei GMC hat noch niemand das gemacht. Wenn du das machst, habe ich gesagt, okay, sei bereit, ich mache das, mach Foto. Ich weiß nicht, ob die fotografiert hat oder nicht. Ja. Man hat von draußen gesehen, so eine Art Anderson Silva Frontkick zum Kopf hast du auch mitgetroffen, unter anderem, also du hast schon einiges ausgepackt. Er hat zweimal zum Körper getreten, hart, sehr harter Mittelkick, war Luft kurz weg, einmal zum Kopf hart geschlagen. Aber ja, ich war kurz weg, ich dachte mir, nein, steh auf, geh weiter, weiterkämpfen. Auf gar keinen Fall aufgeben. Ja, hat gut geklappt. Ich freue mich. Ja, von außen war es wirklich spektakulär, also einer der Hauptfights heute Abend, was die Action jedenfalls anging, wirklich schönes Hin und Her. Am Ende, du hattest erst, glaube ich, versucht, dich zu umklammern, auf den Boden zu holen, du hast ihn erwischt und mit 3, 4 Ellbogen zum Kopf und dann wirklich harter Uppercut. Hast du direkt gemerkt, dieser Uppercut sitzt, als er zu Boden ging? Ja, ich hab gesehen, dass der geht schlafen und ich wollte sicher machen, ja, war Zeit. Man hat gesehen, der Schlag danach hat ja Gott sei Dank nicht mehr getroffen. Der Nachschlag von dir, der Gegner war schon out. Also alles gut gelaufen, vielleicht aus beiden Sichten. Ja, wirklich toll gemacht. Vielleicht nochmal nach außen die Frage, ihr habt es ja wirklich miterlebt und gezittert am Ring selbst. Seid ihr zufrieden? Gibt es irgendwas zu meckern? Soll er vielleicht die Hände mal zur Deckung hochziehen oder passt das so? Seit seinem ersten Kampf haben wir gesagt, die Deckung ist überbewertet. Nein, der Kuršet, sein Stil ist so, das ist auch gut, dass es diesen Stil gibt. Man hat ja gesehen, wie viele damit nicht klarkommen und man sieht auch, dass er aus einer tiefen Deckung schön Aufwärtshaken schlagen kann und das sind so seine Spezialitäten. Das war jetzt der zweite Aufwärtshaken, womit er einen K.O. gehauen hat und er hätte eigentlich schon beim Highkick runtergehen müssen. Der hat auch voll gescheppert. Also das ist Kuršets Ziel und man soll niemanden brechen. Das ist, wenn er die erste Niederlage mal kassiert, weil er dann einen Kopfhaken kriegt, dann wird er irgendwann selber das möchten. Aber er hat seinen eigenen Kopf und das ist auch gut so. Er hat seinen eigenen Stil und den behält auch bei. Ja, das war in einem Amateurkampf. Profi ist er unbesiegt, 5:0 inzwischen. Du hast es angedeutet, in die Kamera die 5 gehalten. Hast auch gezeigt, den Gürtel willst du als nächstes. Gib uns vielleicht ein paar Worte dazu. Ja, ich möchte nächstes Jahr auch im Titel kämpfen. Gegen wen soll ich noch kämpfen? Was sagt Dennis? Ja, der entscheidet. Ja, also wir haben jetzt den Felix heute hier mit einer 5:0 natürlich. Kuršet hat auch, wenn nicht genauso starke, wenn nicht stärkere Gegner geschlagen. Klar ist er an der Reihe, aber der 61er-Titel ist bei Taylor Lapilus. Wir wollen noch mal 1, 2 Kämpfe machen, ein bisschen an seinen Fähigkeiten noch feilen, aber von der Schlagkraft her, von seiner Schnelligkeit, von seiner Exklusivität kann er mit Taylor mithalten. Aber wie gesagt, ja, seine Deckungsarbeit, da muss man ein bisschen dran arbeiten. Nur es kommt der Zeitpunkt und wenn er unverletzt ist, wird er in München noch mal kämpfen. Ja, wir haben einen Münchner Mann dafür ausgesucht, auch einen erfahrenen Grappler. Und jetzt wollen wir den nächsten Schritt gehen, aber immer Schritt für Schritt planen. Hervorragend, dann steht der nächste Plan ja schon sozusagen. Viel Erfolg dafür, bleib gesund und das letzte Wort gehört dir, wenn du noch was auf dem Herzen hast. Dankeschön. Ich hab alles gesagt. Ich habe mich bedankt bei
Mein Team, mein Trainer, alle vom Fight Club Gelsenkirchen, ja, haben nichts zu sagen mehr. Nur komm, Tila La Pilas, komm, it's time. Ground and pound. Ground and